Den Handel war nach immer ein wichtiger Aspekt von der gemeinsamen europäischen Politik. CETA, der Vorgänger von der heutigen EU, als auch 1951 gegründet für den Handel mit Kohle und Stahl zwischen den Memberländern zu verbessern, zu vereinfachen. Wenn es damals also für allem den Handel binnen der Union gegangen ist, so hat mit den Jahren auch den Handel noch draußen, also mit den Ländern, die nicht Member sind, respektive nicht auf unserem Kontinent liegen, immer mehr an Wichtigkeit gewonnen. Und heute ist die Europäische Union der größte Binnenmarkt und der größte Exporteur von der Welt. Bei den Importen liegen wir weltweit auf Platz 2. Dafür ist es wichtig und richtig, dass wir für den Handel klar definiert Regeln machen. Daran gehen Konditionen wie zum Beispiel Douanetaxen festgehalten, Taxen, durch die Akkorde sie ganz niedrig gehen, und das für Vorteil für den Konsument, den sein Produkt mehr billig kriegt. Es geht aber an diesen Akkorden nicht just Suen. Die EU-Handelspolitik setzt sich auch zum Beispiel gegen Kanner- und Zwangsarbeit an, gegen die Zerstörung von unserer Umwelt. Auch für die ärmsten Länder auf der Welt probiert die europäische Handelspolitik, den Handel und die Entwicklung mit denen zu verbannen. Und das geschieht zum Beispiel durch ganz niedrige Taxen, durch extra Unterstützung für mehr kleine Exportbetriebe oder Beratung von Regierungen. So soll garantiert gehen, dass auch die Länder, die am meisten darauf angewiesen sind, vom Wohlstand können profitieren. Wer heute das europäischen Außenhandel sieht, der denkt schon dran, den denkt bestimmt an den TTIP, den geplanten Handelsakkord mit den USA. Vor kurzem hatten wir am Europaparlament eine Entrevue mit der für Handel zuständigen Kommissarin, dem Cecilia Malmström. Madame Malmström ist fest dezidiert, mehr offen, das heißt, mehr transparent um ein Dossier herumzugehen. Es sollen in Zukunft mehr Verhandlungstexte veröffentlicht gehen, wie das bisher der Fall war. Aber was den TTIP angeht, sollen alle Deputierten aus dem Parlament Ansicht kriegen an Texte. Den Akkord mit den Vereinigten Staaten und noch nach weiteren Akkorden sollen also nicht heimlich an 100 Zonen Dieren aufgeschlossen gehen. Die Kommission will wissen, dass sie nichts zu verstoppen hat. Und das ist ja auch richtig so, weil da bauen sie auch viel Bedenken zu den Akkorden. Bedenken, die zum Teil auch berechtigt sind und die dafür müssen an die Verhandlungen mit der Ragehol gehen. Kommissarin Malmström hat klar und deutlich gesagt, dass Sozial- und Umweltnormen auf keinen Fall dürfen aufgeschwächt gehen. Dass der Konsumentenschutz muss garantiert gehen. Sie hat die Idee von einer Sorte Guichet unique angeschwärzt. Eine Anlaufstelle also, wo man sich ganz einfach mit den Regeln kann familiarisieren. Ich habe mich an der Reunion mit der Madame Malmström aber auch direkt angesagt, für das dieselbe Regeln von Transparenz und Schutz nicht nur für den TTIP gelten, aber auch für den TISA. Das ist ein anderer Akkord über Dienstleistungen, für den ich d'ailleurs der Rapporteur am Europaparlament bin. Was auf keinen Fall durchgeht, und dafür werde ich mich persönlich engagieren, das sind Propositionen, die gegen die Normen am Datenschutz gehen. Ich habe das schon klar und deutlich gesagt. Die Kommissarin hat hier so gehen, und die Kommission muss auch so gehen, weil wer sitzt langen Hebel. Wenn es als Regeln geht, das ist das Europaparlament. Weil letzten Endes gibt es am Europa kein Gesetz, kein Handelsaufkommen, wenn das Europaparlament nicht so gestimmt hat. Es gibt also kein Akkord ohne Einverständnis von den gewählten Parlamentariern. Das ist noch nicht lange so. Das gilt nämlich recht unter dem Lissabon-Treaty. Vorher hatten die Deputierten kein Mitspracherecht. Man Treaty von Lissabon, als aber den Aufschluss vom Parlament enorm gestärkt gehen.
Parlament huedelo Appes ze so an Kommission muss dem Parlament iwwer Negoziationen iwwer den Aninhalt an de Fortgang laufenden halen, weil en braucht Kommission de Feuwehr vom Parlament. Parlament setzt sich an für europäisch Werte, für Sozialgerechtigkeit, ja zum Aufrappen von Barrieren, ja zum Meihandel an Domat zu mei Wurstum, zu mei Erbesplätzen, aber gerade so klar nein zum Abwischen von unseren Regeln als Standards. Darüber werde ich regelmäßig berichten, für dass ihr wisst, wie den Hus am Parlament an den Verhandlungen lebt.